Schöne gute Morgen, wir heißen dich herzlich willkommen zu einer Informationsversammlung vom vierten Plan de Gestion, wo wir jetzt einen Zeitplan und Arbeitsprogramm vier stellen und auch aber in Punkt machen über die Umsetzung von den Maßnahmen aus dem dritten Bewirtschaftungsplan. Merci für Ihre Zeit, die da investiert, für uns Notlauschter zu kommen. Nach allgemeinen Regeln, für das wir aufhängen. Äh, Auch vielleicht die Leute, die am Urbergs nicht so daheim sind. Am besten geht es mit Mikrofon an Kopfhörer für zu hören und zu lauschen und zu schwätzen. Die Internetverbindung ja, soll da überprüfen, ob das da klappt. Von der Störungen da sind, hängt es meistens daran. Für mitzumachen und noch zu schwätzen, könnt ihr Fragen und Kommentare an den Chat schreiben. Das ist jetzt innen an ihrer Fenster die weiße Bull, wo Chat neben da steht. Du kannst dann für alle Menschen zum Beispiel ein Message schreiben oder auch für verschiedene Empfänger. Aber ich meine, das geht schon gut. Wenn ich gucke, was schon geschrieben ist, ist das schon gut sicher. Wir machen einfach mündlich frohen Sessionen um 2. und 3. Viertrag und auch natürlich könnt ihr da noch ihr Schmalde von der Welt. Allgemein sind ihr all auf Stumm geschaltet, mir von der Welt etwas so, und ihr wird einfach tant, dass das auch innen neben ihrem Video, da steht ein Share Record und da können Sie eine kleine Hand, da muss die einfach an die Lut geben. Also drauf drücken, da geht die an die Lut und dann werden wir erst das Mikro freischalten. Es gibt allgemein in Aufnahme gemacht von diesem Webinar, da da Bescheid wisst. Und Material wird ihr ja nur online zur Verfügung gestellt, das heißt alle Präsentation und noch die Abzeichnung. Voilà, da gehe ich als Direktor, der mehr markant wird. Ja, gute Mittag auch von meiner Seite. Herzlich willkommen zu dieser Informationsveranstaltung für die Erstellung vom Wasserbewirtschaftungsplan, dem vierten, die für den Zeitraum 27 bis 33 gedurcht ist. Ich freue mich wirklich, euch alle gut begrüßen zu dürfen, auch von das nicht online ist. So, das Veranstaltung also als Auftakt zu gesehen, nicht nur für das Erstellen vom vierten Bewirtschaftungsplan, aber auch für einen offenen Dialog, den uns das nächste 1,5 Jahr auch begleiten wird. Was das der Wasserbewirtschaftungsplan? Ich werde noch nicht zu viel an Details gehen, mir vielleicht just ein bisschen Kontext geben. Am Jahr 2000, also auf EU-Niveau, die sogenannte Wasserdirektive kommt. Sie gibt ein kohärente Kader für eine harmonisierte Gestion von den Wasserressourcen innerhalb von Europa. Ein Ziel ist als Gewässer, und dazu zählt eben die Oberflächengewässer und Grundwasser zu schützen und auch den Zustand zu verbessern, am finalen Ziel als Gewässer in einen guten Zustand zu bringen. Und in diesem Kontext ist der Wasserbewirtschaftungsplan ein ganz zentrales Element für eben die nachhaltige Nutzung von unseren Wasserressourcen zu garantieren. Er definiert eine langfristige Strategie für die Gestion von unserem Wasser zu Lützeburg. Wichtig ist dabei, dass nicht nur ein bürokratisches Dokument, das ist strategischen Outil, so muss ich das wirklich gesehen, den dafür sorgt, dass wir alle, die am Bereich vom Wasser aktiv sind, an dieselbe Richtung schaffen. Das ist ein Outil, den Orientierung gibt und die sicherstellt, dass wir das Ziel eben erreichen. Für was ist den Wasserbewirtschaftungsplan so wichtig? Wir haben effektiv ganz viele Herausforderungen auf unsere Gewässer. Es sind auch heute zu Lützeburg ganz viele Pressionen, die auf unsere Gewässer wirken. Dazu kann ich sagen, zum einen, wir haben eine schwierige Situation heute zu Lützeburg. Wir sind auf der Wasserschicht zwischen Rhein und Meuse. Das heißt, wir sind da, wo die Gewässer aufhängen. De facto, wir ist der Kleingewässer und die sind sensibel. Zweitens sind wir heute zu Lützeburg eine Situation, wir sind ein Land, das dicht bebaut ist. Wir sind ein Land, wo quasi all Fläche genutzt wird. All das bringt große Pressionen auf das Gewässer und der Klimawandel, die verstärkt das Pressionen größtenteils. Die Qualität
an Verfügbarkeit von unseren Wasserressourcen, die sind entscheidend für die Lebensqualität zu Lützeburg und noch für eine nachhaltige Entwicklung von unserer Ökonomie, auch von unserem Land. Denn das für uns haut alle gut, wie wir hier leben, und das aber auch für uns zukünftige Generationen. Das illustriert vielleicht auch ganz flott das Bild hier. Die Wasserverwaltung ist zuständig für die Umsetzung vom Wassergesetz. Als Mission ist, das Ziel zu erreichen, die an der Direktiv und eben am Wassergesetz transposiert sind, zu erreichen. Wir als Administration können wir halt just eine koordinierende Rolle spielen. Allein ist das einfach nicht möglich, das Ziel zu erreichen. Und dafür ist es wichtig, dass wir Judreen an Bord kriegen für das wichtige Mission. Und das ist auch der Grund, für was wir heute hier zusammen sind. Das für jede Möglichkeit zu gehen, aktiv sich an der Entwicklung von diesem Plan anzubringen. Der Plan ist nicht, was der AG einfach so näher schreibt. Es muss etwas sein, was zusammen mit allen Akteuren dabei sind, mit den Bürger und Bürgerinnen erstellt wird. Wir legen effektiv als Wasserverwaltung und auch zusammen mit dem Minister de l'Environnement einen großen Wert darauf, beim Erstellen von diesem vierten Plan so viel wie möglich, also effizient wie möglich Akteuren dabei sind, mit anzubauen. Weil wir sind überzeugt, dass die Qualität vom Plan dadurch besser geht und auch die Umsetzung vom Plan besser geht. Und dafür vielleicht zum Schluss von meiner Intro noch einmal ganz klar den Aufruf. Die Umsetzung vom Wasserbewirtschaftungsplan, das ist eine gemeinsame Responsabilität von uns allen. Wasser ist überall. Das ist essentiell für unser Leben. Propert, auf jeden Fall auch an den heutigen Zeiten. Genug Wasser ist essentiell für unsere Lebensqualität. An der Gestion von unseren Wasserressourcen kann Judreen eine Rolle spielen und muss Judreen eine Rolle spielen. Dafür evitieren ich euch beim Erstellen vom vierten Bewirtschaftungsplan aktiv mitzumachen und euch anzubringen. Nehmen zusammen am Austausch von Wissen und Ideen finden wir die besten Lösungen. Davon sind wir als Verwaltung überzeugt, davon sind wir als Minister überzeugt und davon sind wir auch persönlich überzeugt. So nicht los schon mal merci für Ihre Zeit, die dadurch die Partizipation und dieser Veranstaltung abbringt. Und zusammen können wir viel für das Wasser erreichen. Und damit gebe ich dann Wort und Cecil übergehen, was als mehr Detailer präsentiert. Merci. Ich werde einen Teil präsentieren über die Kalender und Arbeitsprogramm. Das ist den Teil, der gerade an der Konsultation du Public ist. Und für ein bisschen zu erklären, was du an dem Dokument ist, was du erwartet wird. Voilà, so. Wasserrahmenrichtlinie, die Direktiv, hat den Marc schon erwähnt. An der die geht als Rahmen für den Bewirtschaftungsplan zu erstellen, die hat aber auch Ziele. Und Ziele sind aus sich, dass man Maßnahmen umsetzen an Ziele vom guten Zustand bis 2027 erreichen. Wobei wir wissen aber schon, seit dem dritten Bewirtschaftungsplan, den Zyklus am Gangen ist, da gouf eng Risikoanalyse gemacht, ob man dann oder wo man die Ziele tiefe verfehlen 2027 an das leider der Fall für 101 Oberfläche Wasserkörper von 106, das sind ball alle guten. Wir haben aber alles mesure geplant, und zwar nur dem Transparenzansatz, wie ihn dazu nennt, mit einer Zielerreichung bis 2045. Heißt du sich, also nicht, dass wir meinen, dass es nicht möglich ist, mit das wir brauchen mehr Zeit für alles können umzusetzen, weil sie aber effektiv ganz viele Maßnahmen. So, nichtsdestotrotz gibt es aber die Zielerreichung bis 2027, die aber laut der Direktiv erwartet gibt. Was dann nur 2027 wird geschehen, ob man da bestraft gehen oder wie das wird gehen, das wissen wir nicht, weil aber klar ist, dass all 6 Jahre so Bewirtschaftungsplan muss gemacht werden mit einem Maßnahmenprogramm, wann das dann nicht ist, und aus
bei uns auch neidisch. Du weinst, fängt mal den 4. Zyklus an. Wir sind nur am Moment an der Halbzeit vom 3. Zyklus. Wir haben noch den Fortschritt von den Maßnahmen und Kommission weitergereicht. Und diese wird noch darüber schwatzen, wo wir dort sehen. Und wir haben gesehen, dass wir da am Anfang Männer weit sind, wie das, was wir als Fehlgeholt hatten. So, du weinst, muss man eigentlich auch alles dafür machen. Der macht also auch gut drauf angegangen, für was das alles wichtig ist. Und wir geben gerne den 4. Plan vielleicht so gut wie es geht aufpassen, anders dass man für so gut wie möglich zum guten Zustand zu kommen. Weil das dann nur an dem Arbeitsprogramm und an dem Kalender, da sind mal für dich die verschiedenen Phasen annimmt, die werden ob es durchkommen für den Plan zu erstellen. Das sieht auch jetzt an der Tabelle, das was sowieso schon läuft, an sich fortlaufend lief, das ist das Monitoring, sowohl auch die Umsetzung von den Maßnahmen. Diana sind die klassischen Etappen von Erstellung vom Plan. Das wird an dem Dokument ein bisschen mehr detailliert erklärt. Das wird vielleicht anders als wie die anderen Kehren, als dass man als viel geholfen einen Fahrplan zur Zielerreichung, zusätzliche Maßnahmen zu erstellen oder Mesuren, die es sollen erlauben, nur schon am 3. Plan verschiedene Hindernisse zu überkommen, für vielleicht nicht schnell führen zu kommen oder neue Sachen oder ja, gucken, wie man schon wie schnell könnte führen kommen. Was steht noch an dem Dokument? An dem Dokument wird noch erklärt, wo in sich bedienen kann. Sie wird über die schriftliche Konsultation du Public, das weisen Stöhne nach, oder mir eng partizipativ Bedeeligung so wie Haut, wo man können Dialog hun an zusammen diskutieren. Dann, wie wir ja auch erwähnt tun, dat man nicht allein als Verwaltung. Die Ziele sind für das ganze Land und es gibt ganz viele Akteuren, die da beteiligt sind, sodass man für die verschiedenen Phasen eben die Schlüsselakteuren da erwähnen, an allgemein eine Beschreibung haben von den Akteuren, die wichtig sind für den Plan zu erstellen und hauptsächlich auch umzusetzen. Voilà, Tischhei hat eng Vue von den schriftlichen Konsultationen du Public. Der ginnt da 3, die auch am Gesetz festgehalten sind. So, jeweils dauern sie 6 Monate für die Öffentlichkeit, 7 Monate für die Gemengen. Das zum einen für den Arbeitsprogramm, Kalender, den du ugelaufen ist und den du am Gangen ist. Da könnt nach ein zweit die fängt Dezember 2025 an, über die wichtigen Fragen von der Gewässerbewirtschaftung. Das sind die Hauptchallenges, wo man heute zu Lützeburg schon eben was Wasser anbelangt. Und dann könnt am Dezember 2026, wann dann der Bewirtschaftungsplan ein Draft da ist an den Programm de Mesure auch, da könnt nach eine Konsultation über den Bewirtschaftungsplan an das Programm de Mesure. Wo finden alle guten die Dokumente, die finden auf unserer Internetseite, es gibt auch ein Video zu und Zeitungen mehr, es finden auch Portail National d'Enquête Publique. Hier ist der Link, wenn ihr das tun und einfach wollt nur gucken, an den Navi gehen, da wir mal interessiert drin. Und es geht aber auch, wie ich gesagt habe, mehr partizipativ Aktivitäten, die man gerne machen für Beteiligung an den Dialog zu fördern. Da das die MOV-Punkte, da sieht der Haut sind wir am Q1, Q2 2025, machen wir gerade die Informationsveranstaltung über die Konsultation du Public an engemsten Fortschritt von den Maßnahmen. Und dann haben wir für Ende von diesem Jahr Workshops gesehen für die wichtigsten Themen, die wichtigen Fragen an der Gewässerbewirtschaftung zu diskutieren.
Nächst Jahr gif man ger iwwer rundcher mat den wichtigchten Akteuren iwwer d'Umsetzung vun de Moosnamen eichter diskutieren am Vielfalt vum Bewirtschaftungsplan am neue Moosnameprogramm. An dann 2027 dann guckt man dann wat man du noch fir Veranstaltungen ma fir eben zu informieren während der Konsultation du Publikum. Während dem Jahr 2020 hummer den Cell, den als Wert unterstützen für die öffentliche Partizipation. Ich gebe erst die Hauptleute auch gerne 4 Stellen. Normalerweise müssten sie auch hier Video und ummachen und Ton ummachen. Wir haben da den Nori und Berlin an den Max. Vielleicht können wir kurz Moje sagen. Moin. Moin. Ja. Voilà. Will jegen den ein kurze Wort sagen? Sie werden, wie gesagt, die Workshops organisieren und eventuell auch mit den Akteuren am Vierhaus schwatzen, vielleicht Interview machen, für das alles viel zu bereden. Genau, also wir sind beauftragt, eben für mit möglichst vielen Partnern zu schwätzen, ob das auf institutionellem Plan ist, aber auch mit Leuten direkt um Terra, also die Terra und die im Fluss leihen, mit Bauern und aber auch mit Gemengesyndikan, für eben zu gucken, wo es Hürde gibt und WND kann ja nur im Dialog dann mit den verschiedenen Akteuren dann Ugo für eine Lesung zu finden, das ist am Punkt haben der Aufgabe. Auch wie für durch die Workshops an Tablerunden zu präparieren. Dafür wann der eng Mail vun eskrit fir Rendevous schrift mat. Merci. Voilà, merci. Und da kommen wir schon bald zum Schluss, weil das ist mein letztes Slide. Also just als Rappel eben, die Konsultation du Publikum, die läuft noch bis den 14. Juli, respektive bis den 14. August für die Gemengen. Und was hast du gefroht? Sind eben die Hauptfrohen, die man gerne verstellen, geht für dich mal um die Phasen vom Arbeitsprogramm. Fehlt da etwas, also ob es zu viel gesehen, da irgendetwas anderes, das klar, sie verschiedene Sachen von der Direktiv 4 gehen, vielleicht können wir etwas mehr machen oder etwas anderes machen. Und dann geht es doch die ganze Lust mit den Akteuren, die da sind. Vielleicht haben wir da irgendetwas Wichtiges übersehen, respektiv, wie steht er zu der Rolle, die wir da viel gedrohen haben, oder gesehen ja die Rolle anders das aus der richtig beschrieben, da sind soll eben durch im School, dass wir alle guten zusammen als eins sind, wenn wir das alles in der organisieren, aber wenn wir da vier gehen. Und dann eben den anderen wichtigen Punkt eben, wo die Leute sich können beteiligen an was man dann do an dem Sinn viel gesehen und was ich eben gerade gewissen hun, ob das erst so passt oder ob der mengt der Gift vielleicht irgendwo gerne mehr angebunden gehen oder anders das angebunden gehen. Voilà, das sind die Hauptfrohen, die du gestaltet gehen. Aber das ist so von meiner Seite von zu dem ganzen heutigen Deal frohe gehen, da können das so gerne stellen. Ich gehe auch bei Nora weitergehen, vielleicht total aus dem Chat nach irgendeinem Pro. Nee. Weil für den Moment für die Hand zu heben, wenn nicht, dann kann ich zum Schluss noch einmal einkehren. Nee. Ja. Doch, ja. Carol Schimmer, ich mal das Mikro frei. Also Mikro ist frei, aber funktioniert aber nicht. Also wir haben nicht hören. Wird Carol Schimmer führt. Also ich höre nicht, das müssen wir vielleicht auch an den Chat schreiben, froh.
Cecil, ich gerade einen Chat hier Firma. Ich kann ein Kaffee lesen, was Madame Schimmer geschrieben hat. Wäre es möglich, auch ein Gelöscht von den NIM zu kriegen mit den GSM en vue von Emissionen an Interviewen? Das vereinfacht nämlich die Sache. Nimm von wem? Ma ja, also von Eis könnt ihr gerne bei Eis ganz zum Schluss von der Präsentation haben wir eine E-Mail-Adresse, du könnt da erst dann melden und dann können wir nimm oder Kontakte weitergehen, indem du weiter gefragt wird. Mehr, aber mehr können just für die Administration ändern. Wenn der eine Akteure will fragen, dann muss da bei hinnen und dir klappen gehen. Für die Presse wird wichtig, für die verschiedenen Akteuren an den vielen Bereichen gesucht zu kriegen. Wir verlieren viel Zeit mal. Ich hoffe, dass aber dazu die Broschüre vielleicht helfen kann, eben die über den Kalender, weil du eben eine ganze Reihe Akteuren präsentiert gehen und noch Linke sind zu ihrer Internetseite. Also wenn öffentlich Kontaktdaten sind, die ihr im Internet findet, zu den Akteuren können wir natürlich helfen. Wenn aber privat GSM sind, das sind Sachen, die wir natürlich nicht können weitergehen. Weil ich hoffe, dass Antwort auf die Frage. Ich gesehen auch Soslo käm. Schön eng Froheit Ja. der Madame Huberti an aé enger Form gemangen schön und den Avis zu der Partizipation du Publikum von dieser Broschüre aufgehen. Das wäre ein einfachen Avis, den da könnt ihr rausschicken oder auch ein einfach Mail. Normalerweise meint Gemangen ein Avis. Und die Adresse steht auch an der Broschüre, wo das Kind aufgeht. Ja, effektiv. Das geht so wie die anderen Jahren entweder per Brief, die Adresse steht an der Broschüre, oder auch, da das neu über den Portail d'Enquête Publique, mit das könnt ihr das selber raus. Also der müsst ihr ein Avis schon selber schreiben. Aber wenn das alles ist, dann gebe ich. Das ist ein Remark von ja? der Madame Schimmer. Dat ze lasch probiert die erklären nach schönen Reportage zu machen an ja was Wirtschaftsamt was effektiv nicht zuständig für Kläranlagen zu bauen oder so wir sind just koordinativ ein Koordinativrolle die mir da holen wie natürlich nicht wenn die Gesicht tut aber der geantwortet gut weil ich war schon nicht informiert mir allgemein gibt du verschiedene Zuständigkeiten auch für Trinkwasser als nicht alles was der Wirtschaftsamt wat eben kompetent schon mehr just koordinative Rolle die man tun als bei genau das sind Syndikator von den Gemangen die einfach do auch Maître d'ouvrage oder auch de Gérant sind das heißt, wir können do nicht alt Antworten gehen die der wahrscheinlich hat dann als nach froh Präsentation am Nugang zur Verfügung gestaltet kreen ja das kriegt er das geht alles online zur Verfügung gestaltet. Das gut ich gesehen Nora hat alles am Blick. Lo könnt lo nicht mehr, da gebe ich dem Lisa weitergehen, für über den Fortschritt von den Maßnahmen zu schwatzen. Merci Cecil. Ich muss lo just dann enkeier sehr den Bildschirm wechseln. Ich hoffe, das klappt lo. So, ich hoffe, ihr seht lo mein Bildschirm. Vielleicht noch nicht. Wir sind Präsentationsmodus. Der Tisch, du gesagt, Mathe-Notizen. Mathe-Notizen. Okay, dann muss ich aber noch ein wechseln. Pardon. Natürlich hat wieder geklappt, da nicht. Voilà. So, wenn ich den dort wählen, dann müsst ihr den richtigen normalerweise gesehen.
Ja. Ja, das gut, kannst lassen. Okay, voilà. Vielmals merci. Der Marc und Cecil haben das vorher schon angekündigt. Zu der Präparation vom vierten Zyklus gehört es auch eine Evaluierung vom dritten Zyklus, wo wir da unsere Strusse mit der Umsetzung, wir sind, wie viel schon gesagt haben, momentan an der Haltschend vom dritten Zyklus ankommen und da also dann noch Zeit für eine kleine Zwischenbilanz zu ziehen, wo wir eben mit der Umsetzung von den Maßnahmen aus dem Maßnahmenprogramm vom dritten Bewirtschaftungsplan dran sind. Da wirst du aber nicht mehr Bildschirm, oder? Pardon. So, okay, so geht es. Voilà. Für dich gebe ich schon kurz darauf eingehen, was überhaupt am Maßnahmenprogramm vom dritten Bewirtschaftungsplan steht. Und zwar setzt sich das Maßnahmenprogramm aus 5 verschiedenen Themenbereichen zusammen. Das geht anhand von einem DPSIR-Aussatz definiert. Das heißt, das ist ein Aussatz, den du sich erlaubt, die komplexe Zusammenhänge zwischen den menschlichen Aktivitäten und dem Zustand von den Gewässern zu beschreiben. Das ist durch eine Analyse von den Ursachen, den Belastungen, die verleihen, an dem Zustand, den daraus resultiert, und auch den Auswirkungen, die das auf die Umwelt hat, und den es dann noch erlaubt, daraus die notwendigen Maßnahmen zu bestimmen. Wie gesagt, setzt sich dann das Maßnahmenprogramm aus 5 Themenbereichen zusammen. Den ersten Themenbereich ist der von der Siedlungswasserwirtschaft. Hier geht vor allem darum, für Durchwasserbehandlung noch weiter zu verbessern. Den zweiten Themenbereich ist der von der Hydromorphologie, wo es darum geht, wie Durchgängigkeit von unseren Oberflächengewässern und ihre Struktur zu verbessern. Den dritte Wolle ist der von der Landwirtschaft. Den zielt vor allem darüber auf, für die Antrieb von Nährstoffen und Pestiziden an als Oberflächengewässer und an als Grundwasser zu reduzieren. Das 4. thematische Kapitel ist das Kapitel vom Grundwasser. Hier geht es um den Schutz von unseren Grundwasserressourcen, für Verschmutzung, aber auch von Übernutzung. Und der 5. Bereich, das ist ein ergänzender Bereich mit ergänzenden Maßnahmen, an denen umfasst Maßnahmen, die sich mehr von organisatorischer Natur sind, und die Umsetzung von denen anderen Maßnahmen, aus denen mit technischen Themenbereichen sollen unterstützen. Insgesamt gibt es an den verschiedenen Kategorien vom Maßnahmenprogramm 208 verschiedene Maßnahmenarten und über 3000 spezifische Einzelmaßnahmen. Und an den nächsten Slide werde ich einen kleinen Zwischenstand von der Umsetzung innerhalb von denen 5 Themenbereiche weisen anhand von verschiedenen ausgewählten Indikatoren, die man sich auch fahren, sich weisen. Und die Daten, die mal weisen, die beziehen sich auf an 2024, das auf den Dezember. Und sie entsprechen dann noch den Daten, die auch auf Brüssel rapportiert werden am Dezember. Voilà, für anzufangen, gebe ich dann mal im Themenbereich Siedlungswasserwirtschaft auffangen. Heute zu Lützeburg sind wir aufgrund von enormen Anstrengungen, die wir schon in den vergangenen Jahren an dem Bereich gemacht haben, sind Anträge aus der Siedlungswasserwirtschaft und als Gewässer zwar rückläufig, aber Durchwasser aus den Siedlungsgebieten und noch der Industrie beeinflusst trotzdem noch immer die Qualität von unseren Oberflächengewässern relativ stark. Und da ist es wichtig, dass das Aufwasser entsprechend behandelt kann gehen. Den Maßnahmenprogramm seit dann an dieser Thematik für allem Maßnahmen am Bereich von der Verbesserung von der kommunalen Aufwasserbehandlung für und auch Maßnahmen für die Reduzierung von den Anledungen aus der Siedlungsentwässerung. Insgesamt sind an diesem Themenblock 938 Einzelmaßnahmen vorgesehen an 2024, zu der Haltung vom dritten Zyklus, waren 17% von diesen Maßnahmen schon fertig umgesetzt im Terra und 33% waren an der Umsetzung. 3% von den Maßnahmen waren zu dem Moment schon finanziell engagiert, sie auf dem Niveau von den Gemeinden oder der Gemeindesyndikator, die auch responsabel sind für die Umsetzung von diesen Maßnahmen, oder auf dem Niveau vom Wasserfonds, den das Maßnahmen auch zum Teil subsidiert. Und für die Maßnahmen sind dann eben drüber und drunter mit der Umsetzung können anzufangen. Und 7% von den Maßnahmen, die waren zu dem Zeitpunkt aber Arbeitung, natürlich das eine Administrativprozedur dazu gelaufen. Für 40% von den Maßnahmen konnte im Moment noch nicht mit der Umsetzung angefangen gehen. Das liegt vor allem daran, dass wir auch
oft man enger begrenzter Grundstecksverfügbarkeit zu dienen hun den bestehenden Marché wie grad das an natürlich sind dat größer Bauprojekte, die auch oft eng lang Vorbereitungszeit an noch eng lang Ausführungszeit hun, weil sie technisch immens komplex sind. Trotzdem mussten ha just nach Manner wie Talschen vun de Moosnahmen an der zweite Halschen vum Zyklus sech an Demsetzung kommen. An die Moosnahme gi fir allem vun de Gemengen an noch vun den Ofwassersyndikator ëmgesat an dat man hecher soweit weiterkom sinn ass fir allem here verdenk an defir op dieser Platz auch enke e grosse Merci. Als nächst giwech dann Fläch enke op sie zwe Fokussen agoen, die ich lo genannt hun. Der Fokus an der Siedlungswasserwirtschaft leitet wie gesagt einerseits op der Verbesserung von der kommunaler Aufwasserbehandlung hat zuletzt sind 90% von der Bevölkerung und ein kommunal Kläranlage ugeschloss an für bestimmte Grenzwerte können anzuhalten müssen dann immer im neue kommunal Kläranlage gebaut gehen respektiv erweitert gehen für einerseits den Bevölkerungsfürst natürlich Rechnung zu drohen an andererseits auch für sie immer in den neuesten Stand von der Technik anzupassen. Am Moosnahmeprogramm sind insgesamt länger noch zu Moosnahmen für den Bau an den Betrieb sowie die Anpassung von den Kläranlagen und den Stand von der Technik vorgesehen. An der ersten Halbzeit vom dritten Zyklus konnte man schon 17 von diesen Moosnahmen komplett aufschließen. An 22 befanden sich aktuell an der Umsetzung. Zur Summe gerechnet 15 Moosnahmen sind eben schon finanziell engagiert am Niveau von den Gemengen oder vom Wasserfonds. Oder eben an der Prozedur an noch he sind wir dann eben beim Manner wiederholschen von der Moosnahme mit denen an mit der Umsetzung konnte aufhängen. Den zweiten Fokus leitet wie gesagt ob der Reduzierung von den Anledungen aus der Siedlungsentwässerung. Die Mischwirtschaften halt zu Lützeburg gi am Mischsystem entwässerte Tisch Schmutz an Trägwasser zu Summen aufgelegt. Wenn es dann zu stärkem Regen könnt, da kann es zu einer Überlastung von diesem Kanalsystem kommen und dadurch können Schmutzstoffe und Oberflächewasser angelegt gehen, für die Kläranlage im Moment nicht zu überlasten. Für das zu verhindern, müssen dann sogenannte Regenüberlaufbecken gebaut gehen, respektive vergrößert gehen, für das überschüssige Rehwasser zwischengespeichert kann gehen und dann kontrolliert und Kläranlage weitergehen kann gehen. Für Bach oder Schnitt mit untretiertem Aufwasser dann zu belasten am Rehfall. Am Moosnahmeprogramm sind 255 der Moosnahmen für den Bau von Regenüberlaufbecken vorgesehen. 35 davon konnten an der ersten Halbzeit aufgeschlossen gehen und 105 fanden sich da aktuell an der Umsetzung. Auch heute sind wir noch bei Manner Wiederholung von den Moosnahmen, wo ich noch nicht mit der Umsetzung konnte aufhängen. Für war den eben auf den zwei Plätzen noch nicht überall mit der Umsetzung konnte aufhängen, leid wie später noch schon einmal gesagt und vor allem darunter, weil die eigene Fläche für die Bauern der Erweiterung aus verschiedenen Gegebenheiten, wie auch naturschutztechnische Gegebenheiten oft nicht mehr schwer zu finden sind, aber da sind sie auch vom Preis her oft nicht erschwinglich. Zudem ist der Bau von so Bauwerken noch Kläranlagen natürlich technisch anspruchsvoll, aber auch eine detaillierte Planung und Koordination von vielen verschiedenen Gewerken. Und natürlich auch als lo an der Vergangenheit mal oft zu Verzögerungen an Engpässen an der Lieferkette kommen, wird natürlich auch Materialkosten immens an Blut gedriffen hat, auch noch du, wenn es dann der Bauprozess verlangsamt wird. Voilà, für den Bereich von der Siedlungswasserwirtschaft aufzuschließen, gebe ich aber noch gerne ein Maßnahmenbeispiel weisen für so eine Umsetzung. Und zwar handelt es sich bei Maßnahmen, die in der Beschröder Bach umgesetzt wurden. Und der Beschröder Bach, da goufen das ist an der Gemeinde Großbußwal, da goufen in der Gemeinde an dem lokalen Hochwassersyndikat dem Süden 3 Regenüberlaufbecken gebaut, sowie eine neue biologische Kläranlage für insgesamt rund 7 Millionen Euro, die auch zum Teil über den Wasserfonds subsidiert goufen. Und wenn ich sich anguckt, was das sich für einen positiven Einfluss auf Beschröder Bach hat, da kann ich heute den Zustand von 2015 mit 2021 vergleichen. Und wenn ihr guckt, wenn ihr die verschiedenen Nährstoffkomponenten guckt, da seht ihr, dass diese sich vom mäßigen Zustand, das ist von der 3, an den guten, respektive an den ganz guten Zustand konnte verbessern. Das ist dann 2 an den. Just den Nitratgehalt konnte sich halt leider nicht verbessern, sodass Beschröder Bach sich noch immer allgemein in einem mäßigen ökologischen Zustand ist. Das ist auch von den Hauptproblemen, die wir uns schon
weil direktiv ja vier geht, dass sich den Zustand von einem Gewässer nur One-Out, All-Out-Prinzip bewährt geht, das heißt, wenn ein Parameter schlecht ist, dann ist alles schlecht. Und du willst also, du sich nicht schwer möglich für überhaupt mal Fortschritte zu erkennen, die wir machen. Und das war auch unter anderem ein Grund, für was man sich dafür entschieden, für auch nur die Zwischenbilanz heute zu weisen, weil man aber wirklich ganz viele Maßnahmen umsetzen müssen, der aber leider noch nicht am Zustand von unseren Gewässer weist. Den nächsten Themenbereich, den ich da vorstellen will, ist der von der Hydromorphologie, das ist der Struktur von den Gewässern. An der Vergangenheit hat der Mensch sich ja die Struktur von den Gewässern verändert, für die Gewässer selber oder die Fläche rundherum nutzen zu können. Und das Beeinträchtigungen in der Struktur sind sich wesentliche Grund dafür, dass als Oberflächegewässer nicht in einem guten ökologischen Zustand sind. Das Veränderungen haben nicht nur die Gewässer selber als an hier Auen als Lebensraum, auch für ob der Wasserhaushalt, der Sedimenthaushalt und auch der Stoffhaushalt an den Gewässer. Der Maßnahmenbedarf am Bereich von der Hydromorphologie, die gibt dann über die Strukturgütekartierung definiert, die an all Bewirtschaftungszyklen neu gemacht wird. Und der Fokus von den Maßnahmen an diesem Themenbereich steht dann auf der Wiederherstellung von der Durchgängigkeit von den Gewässern und auf der Verbesserung von der Struktur von der Gewässer. Insgesamt sind an diesem Themenbereich 2133, was wirklich immens viel Einzelmaßnahmen sind, vorgesehen. Und an 2024 konnte leider 2% von diesen Maßnahmen fertig umgesetzt gehen. 15% von den Maßnahmen befinden sich aktuell an der Umsetzung. Mehr wie 80% von den Maßnahmen konnten leider noch nicht angefangen gehen. Aus diversen Gründen. Am Allgemeinen können die hydromorphologischen Maßnahmen nämlich durch Gemeinden, durch Zweckverbände, durch Organisationen, durch verschiedene Syndikate, aber auch durch Privatpersonen umgesetzt gehen. Auch die Möglichkeit, dass der GE mittlerweile selber als Auftraggeber agieren kann und damit auch hydromorphologische Maßnahmen umsetzen kann, wie auch den Droit de Präemption, den der Staat sich auf Flächenlandgewässer hat. An eng potenziell finanziell Subsidiierung von diesen Maßnahmen von bis zu 100% über den Wasserfonds feiern zwar heute zu einer verbesserten Ausgangssituation für die Umsetzung von den Maßnahmen. Trotzdem ist es noch immer immens schwierig, den Akkord von den Flächenbesitzer an und noch Landgewässer zu kriegen, für so Maßnahmen umzusetzen. Den aktuellen Zwischenstand von der Umsetzung wird dann auch noch dadurch beeinflusst, dass auch für das Projekt in einer langen Vorbereitungszeit eben erforderlich ist, auch für den nächsten Akkord zu kriegen und der Flächenbesitzer und auch für verschiedene Typen von Maßnahmen sind da bestehen und auch die Tüten, die dazu gehören, natürlich immens aufwendig. Auch heute gebe ich da gerne die zwei Fortschritte, die zwei Fokussen highlighten, wie man also Fortschritt haben. Das erste war eben der Fokus auf der Wiederherstellung von der ökologischen Durchgängigkeit an unsere Gewässer. Das heißt, es geht darum, für uns Gewässer, für Lebewesen, aber auch für Sedimenternis frei durchwanderbar zu machen. Das ist nämlich eine Voraussetzung dafür, für überhaupt einen guten Zustand von den Gewässern erreichen zu können. Am Maßnahmenprogramm sind heute 871 Maßnahmen vorgesehen, für Durchgängigkeit herzustellen. Das heißt, wir haben an unsere Gewässer 871 Hindernisse, die das momentan verhindern. Das sind entweder so Querbauwerke wie wir, wie in hier auf der ersten Foto gesagt, oder eben so Verrohrungen an Durchlässe, wie in hier auf der zweiten Foto gesagt. Wenn ihr sich alle guten Maßnahmen an diesem Themenblock anguckt, dann haben die Durchgängigkeitshindernisse bei weitem den größten Anteil von den langen Dünzel von der Maßnahme guckt. An der ersten Haltung vom Zyklus konnten heute schon 33 Hindernisse durchgängig gemacht gehen und 121 befinden sich aktuell an der Umsetzung. Wenn ihr das heute abgedeelt um verschiedene Typen guckt, das ist entweder Durchlässerverrohrungen oder Fischwanderhöhlen, die installiert gehen oder Querbauwerke, die waschgeholt gehen. Da seid ihr sich den beim Bau von den Fischwanderhöhlen schon relativ gut für kommen, während dem sie bei der Wiederherstellung von der Durchgängigkeit und Durchlässerverrohrungen oder bei Querbauwerken noch viel Bedarf gibt. Insgesamt ist es immens wichtig, dass man bei diesem Tipp von Maßnahmen schnell weiterkommen, weil die Wiederherstellung von der Durchgängigkeit auf vielen europäischen und noch nationalen Ziele aus Strategie verankert ist. Die Umsetzung von diesen Maßnahmen aus dem
eng Win-Win-Maßnahme muss sech fir verschiedene Ziele vu verschiedene Strategien. Natürlich Wasserdirektive wird immer hautschwatzen an de Wasserbewirtschaftungsplan. Mir das auch ein wichtiges Ziel vun der europäischer Biodiversitätsstrategie, dem dritten nationalen Naturschutzplan, dem PNPN3 an noch der neue Nature Restoration Regulation. Wenn man eng Maßnahme umsetzen, dann schlummer us sech méi mecke mat enger Klapp. Voilà. Auch heute gebe ich gerne ein kleines Beispiel vorstellen von so einer Maßnahmenumsetzung. Und zwar geht es hier, für die Herstellung von der Durchgängigkeit und der Schwarzer Ernst bei Breitvoller Portgang. Hier war vier Runde wie ihr auf der Foto erkennt, mit verschiedenen Schwellen. Und das konnte vollständig waschgeholt gehen, an dem sein Raum gebaut wird. Auch du konnte auf der einen Seite nicht natürlich gestaltet gehen. Op der enger Seite den natürlich Kontrant von der Stroß gehabt, so den du bisschen limitiert war. Aber insgesamt aus das ganz ein immens flotten Projekt gehen, bei dem auch weitestgehend alle die bestehenden Bäume, die früher schon da waren, erhalten konnte bleiben. Das Beispiel weist uns auch, dass diesen Tipp von Maßnahmen nicht immer immens kostenintensiv muss sein. Dieses ganze Projekt zum Beispiel just 3.000 € kostet an, als auch durch den Wasserfonds bezuschusst gehen. Und für den Rest gebe ich so ein Bilder sagen mehr als Fruchte. Und da gebe ich auf den nächsten Schwerpunkt an der Bereich von der Hydromorphologie übergehen, und das wird die Verbesserung von der Gewässerstruktur durch zum Beispiel für die Herstellung von einer naturnahen Laufentwicklung von einem Gewässer. Das ist zum Beispiel, dass der Gewässer nicht natürlich mehr Drehung kriegt. Bei diesem Tipp von Maßnahmen kann ich nur von einer klassischen Renaturierung schwätzen. Insgesamt sind am Maßnahmenkatalog 140 Maßnahmen für eine natürliche Laufentwicklung herzustellen, vorgesehen. Das verdient auf 86 Fließkilometer Gewässer. Wenn man das an der ersten Kolonne auf Kilometer guckt, dann sind zwar an der ersten Haltung vom Zyklus recht 1,1 Kilometer fertiggestellt gehen. Wir sind aber auch schon bei 48 Kilometer aktuell an der Umsetzungsphase und immer da bei über 50% von den Kilometern, wo etwas muss gemacht gehen. Trotzdem muss man es auch noch weiter anstrengen, für die anderen Maßnahmen auch noch zu lancieren. Die Hauptschwierigkeit liegt auch heute, wie so oft, in der Verfügbarkeit von den Terrain. Am Vergleich mit dem Ausland haben wir nämlich heute zu Lützburg immens Kleingewässer. Zudem könnte da noch der starke demografischen Druck, den wir hier im Land haben, und dazu führt, dass Grundstückspreise immer weiter an die Lut gehen. Und zudem besteht leider auch oft der Glaube, dass durch Renaturierungen die angrenzenden Grundstücke nicht mehr nutzbar sind, was natürlich nicht wahr ist. Für die Umsetzung von diesen Renaturierungsmaßnahmen dürfen wir weiter zu beschleunigen, muss man gucken, dass man die Öffentlichkeit noch besser über das Projekt sensibilisiert kriegen und dass man kontinuierlich Erfahrungen mit all den Akteuren machen, für eben mit der Umsetzung von der Maßnahmen mehr sehr weiterzukommen, für uns Ziele zu erreichen. Und an anderem dürfen wir noch am Hirsch ein Renaturierungstisch organisiert, wo wir mit all den Akteuren zusammen gucken, wie wir mehr schnell und besser weiter kommen können. Ein zweiten Tipp von Maßnahmen, denen die Kategorie fällt, und den ich gerne vorstellen, ist dann die von Gewässerrandstreifen. Neben den sinnlichen Hindernissen, die man nämlich an also Gewässer haben wir auch einen akuten Mangel an so Pufferstreifen Landgewässer, die eben Gewässerrandstreifen nennt. Die schmieren über weite Strecke, wo das Gewässer durch intensiv genutzte Wiesen, Ackerland, Weiden und Fichtebüsche verlaufen, die sich bis an den direkten Rand vom Gewässer gehen. Und ohne den Pufferstreifen zwischen dem intensiv genutzten Umland und dem Gewässer können Verschmutzungen an Nährstoffe ungehindert an Wasser kommen, was die Qualität vom Gewässer verschlechtert. Außerdem können Ufern erodieren, was zu Unstabilitäten und zu Verlusten von Lebensraum, aber auch von nutzbarem Terrain kann führen. Außerdem, wenn kein so ein Pufferstreifen hat, fehlt ein Refugieplatz für deren Pflanzen, was die Biodiversität beeinflusst. Und ein weiteren Abfluss ist, wenn kein Beam oder Vegetation langs Gewässer steht, dann wird Gewässer auch kischiert. Die Temperaturen vom Gewässer kann die fallen. Und wenn kischiert du ist und die Temperatur wird warm, dann geht natürlich auch den Algenwurst mehr schnell. Und zusätzlich können auch viele Randstreifen zu einem starken Heißwasser führen. Die Studie für so Randstreifen ist wirklich eine Win-Win-Win-Maßnahme für den Wasserschutz, für die Biodiversität, aber auch für die Anpassung und den Klimawandel.
Insgesamt gesagt heute ein Maßnahmenprogramm 4, dat man op 431 Kilometer Fließgewässer us so Randstreifen mussssen ulehen. Leider sind wir auch heute der Umsetzung noch nicht immens weit fortgeschritten. Der Tisch für 365 Kilometer konnte sich noch nicht ungefallen jemand der Umsetzung von diese Randstreifen. Wie geschieht so eine Umsetzung von so einem Randstreifen? Man das geschieht sich über Flaschesicherung, der Tisch in dem Sinn Flasche käft oder tauscht. Oder durch den Aufschluss von so mehrjährigen landwirtschaftlichen Beihilfeprogramme, wie zum Beispiel die Biodiversitätsprogramme auf diese Flaschen. Auch hier muss man zusammen mit den betroffenen Akteuren gucken, wie man hier besser und schnell mit der Umsetzung von dieser Maßnahmen weiterkommen, weil es wirklich eine von den wichtigsten Maßnahmen ist, die auch nicht viel kostet. Und auch das wird dann das Sujet vom Renaturierungstisch am Hirsch sein. Voilà, das dritte Kapitel ist dann Kapitel von der Landwirtschaft. Neben gezielte Maßnahmen im Bereich von der Hochwasserbehandlung können auch wasserschonende Maßnahmen im landwirtschaftlichen Bereich die Konzentration von Schadstoffen und andere Belastungen an den Wasserkörper wesentlich reduzieren. Laut der Zustandsbewertung vom dritten Bewirtschaftungsplan kommen nämlich immens viele Pressionen an den Oberflächengewässer und am Grundwasser aus der Landwirtschaft. Den landwirtschaftliche Maßnahmen, die am Maßnahmenprogramm abgezählt sind, zählen dafür vor allem darauf aus, für gewisse Verschmutzungen vom Grundwasser und vom Oberflächenwasser zu verhindern und sie zu reduzieren. Das betrifft vor allem den Antrag von Pestiziden und von Nährstoffen. Und die meisten Maßnahmen, die hier im Katalog vorgesehen sind, haben dann noch sowohl einen Impact auf Grundwasser wie auch auf das Oberflächenwasser. Insgesamt sind am landwirtschaftlichen Teil vom Maßnahmenkatalog 96 Maßnahmenarten vorgesehen. Im Gegensatz zu den zwei Bereichen, die ich später vorgestellt habe, gibt es an diesem Themenbereich sich keine spezifischen Einzelmaßnahmen. Das heißt, die Maßnahmen, die dort definiert sind, die gelten nur sich für das ganze Land oder spezifische Regionen. Das heißt, hier ist es nicht möglich, wie bei den anderen Maßnahmen wirklich genau zu gucken, ob man so genau wie viel das umgesetzt hat, wie viel nicht, weil sie gar nicht so geschrieben sind, dass das so eine Evaluation erlaubt. Die Auflegung von den landwirtschaftlichen Maßnahmen basiert sich grundsätzlich auf den landwirtschaftlichen Beihilfeprogrammen, das heißt vor allem auf den Ecoschemes, den Umwelt- und Klimamaßnahmen sowie auch die Biodiversitätsprogramme. An diese Programme gehen eine Reihe von Umweltschutzmaßnahmen, die entweder am Niveau vom ganzen Betrieb können umgesetzt gehen oder eben Parzelle scharf, das heißt auf einer spezifischen Parzelle, und sie richten sich auf Vollzeit wie auch um Teilzeit brauchen. Mesuren sind oft fakultativ. Voilà. Was was speziell ist, dass man momentan ist keine aufschließende vollständige Zusammenfassung von der Partizipation und diese Förderprogramme können weisen für 2024, weil sie uns noch nicht vollständig zur Verfügung steht. Wir haben zwar Donnerstag zu einzelnen Programmen, aber keine komplette Evaluation. Das können wir nicht momentan noch nicht machen. Das wird man aber sobald die Donnerstag, die kommen alle Moment ran und dann wird man das können machen. Für 23 ist leider auch nicht wirklich eine sinnvolle Evaluation möglich, weil dort zum Changement von der GAP kommt und parallel verschiedene Maßnahmenprogramme ausgelaufen sind und neue dabei kommen sind, sodass sich ein Vergleich relativ schwer ist. Und da wird jetzt mal heute darüber verzichten, aber sobald wir das Fehler haben, geht das aber auch evaluiert. Der vierten Themenbereich an den Laschen, auf den ich da heute angehen, ist dann den vom Grundwasser. Neben den landwirtschaftlichen Maßnahmen sind nämlich an diesem Teil vom Katalog weiter Maßnahmen definiert für die Grundwasserkörper, für diffuse Verschmutzungen und auch gegen eine quantitative Überexploitation zu schützen. Die Umsetzung von den Maßnahmen für das Grundwasser zu schützen sind immens wichtig, weil wir 50% von der Lützweiler Trinkwasserversorgung durch Grundwasser haben. Auf verschiedenen Regionen ist Grundwasser sogar die einzige Quelle für Trinkwasser. Ein paar Substanzen wie Aufbauprodukte von Pestiziden oder andere Substanzen, die an der Landwirtschaft benutzt gehen, können persistent sein und die gültigen Limite von der Trinkwasserqualität überschreiten.
Und leider haben das Kontaminationen können die auch Gesundheitsrisiken für die Konsumenten darstellen, sodass das Ganze dazu führt, dass ganz Quellen für Jahrzehnte lang aus der Betrieb müssen geholt gehen, wenn die Limiten überschritten gehen oder komplex an Dauer müssen behandelt gehen. Kann auch da Jahrzehnte dauern, bis sich Grundwasserqualitäten erholen kann. Und da ist es immens wichtig, für das Ressourcen zu schützen. Und der Fokus von diesem Themenblock liegt dafür auch Schutz eben von der Wasserressourcen für ihre Verschmutzung und eben der Übernutzung. Und das so wie an der Landwirtschaft, im Gegensatz zu den hydromorphologischen Maßnahmen und den siedlungswasserwirtschaftlichen Maßnahmen, beziehen sich Maßnahmen aus diesem Teil vom Katalog auch nicht auf Einzel Grundwasserkörper mehr göllen us für das ganze Land. Das ist also auch keine spezifische Evaluierung möglich, wie viel Maßnahmen umgesetzt werden und wie viel nicht, weil Maßnahmen auch nicht so geschrieben sind. Voilà, das hat ich vergessen, war das gebaut. Voilà, haben wir insgesamt 5 Maßnahmen, 8 ist am Katalog und wie gesagt, dann noch keine spezifische Einzelmaßnahmen. Dann gebe ich für den Wolle vom Schutz von der Verschmutzung von der Wasserressourcen gerne ein paar abweisen, wo man da bei der Ausweisung von den Trinkwasserschutzzonen. Das ist also schmatt die wichtigste Schutzmaßnahme für uns, Grundwasserressourcen zu schützen. Nicht nur für Kontamination, mikrobiologische Kontamination, aber auch für den Antrag von Pollution an hohe Konzentrationen. Konzept von dieser Schutzzone basiert sich auf der Prävention. Und das Wichtigste, dass die Schutzzonen groß genug sind, für einen adäquaten Schutz vom Grundwasser zu garantieren, aber gleichzeitig auch so klein wie möglich sind, für zu vermeiden, dass zu viele Restriktionen und Aufforderungen auf exzessiv große Flächen imposiert gehen. Am Dezember 2014 gouf sich die erste Trinkwasserschutzzone über das Reglement Grand Ducal ausgestellt und 2013 gouf sich das erste transversal großheitliches Reglement für die Ausweisung von Trinkwasserschutzzonen veröffentlicht. Ziel ist es natürlich für alle guten als Trinkwasserfassungen Schutzzonen zu designieren, halt zu Lützeburg. Wo sind wir dann da drin? Aktuell sind wir bei mehr wie 70% von den Trinkwasserfassungen, die potenziell könnte für eine Trinkwasserproduktion genutzt gehen, für die sie schon Trinkwasserschutzzonen ausgewiesen und für 80% von den Fassungen, die aktuell auch als Trinkwasserversorgung genutzt gehen, haben wir auch schon Schutzzonen ausgewiesen. An diese Schutzzonen sind dann auch eine Reihe präventiv Maßnahmen geplant. Dabei gehen nicht fakultativ Maßnahmen, aber natürlich auch Restriktionen. Rund 96 Fassungen, für die sind aktuell noch die Tüten am Gange, für die können auszuweisen, respektive sie sind an der öffentlichen Prozedur. Das heißt, es gibt noch kein ausgewiesenes großheitliches Reglement für das Zonen. Die Ausschaffung vom Rest von diesen großheitlichen Reglementen für die verbleibenden Trinkwasserschutzzonen hat eine absolute Priorität. Und zusätzlich sind wir dann auch am Gang das transversal großheitliche Reglement von 2013, was der Kader sich für das Schutzzone gibt, zu überschaffen, das en parallel mit dem neuen Nitratgesetz, was ein bisschen Hand an Hand geht. Voilà. Und dann haben wir noch den Volet vom Schutz von der Übernutzung von unseren Wasserressourcen. Konkret geht bei dieser Maßnahme um Wasserspuren durch Verhaltensänderungen, Wasserspurengeräte, Armaturen und auch durch Substitution von Trinkwasser durch andere Ressourcen, zum Beispiel für Bewässerung. Hier an dem Grafik auf der linken Seite erkennt ihr, dass sich den Wachstum von der Bevölkerung an der Wirtschaft halt zu Lützeburg auch zu einer Erhöhung vom Wasserbedarf führt. Weil es Wasserressourcen aber begrenzt sind, also die immens wichtig, eine Übernutzung zu vermeiden und für eine langfristige Aufsicherung von der Wasserversorgung zu garantieren. Durch den Indikator, den der hier sieht, der weist sich der Fortschritt von der Umsetzung von der Maßnahme 5 aus diesem Bereich vom Katalog.
an den gouf erstalt iwwer die jährlech Entnamen Kubikmeter, die der AGE iwwer die Wasserentnahmegebühr gemeldt gin. Ha am Grafik du erkennt de lo der tschen 2010 an 23 den Namen rund 4% geklommen sinn an die Leiien lo bei rund 46 Millionen Kubikmeter Joer. Davon kommen da rund 24 aus dem Grundwasser und 22 aus dem Oberflächewasser, das ist aus dem Stausee. Population heute zu Lützeburg ist aber nimmen 2,5% pro Jahr gewesen. Der Wasserverbrauch aus dem noch nicht proportional zu diesem Bevölkerungswachstum Europagang. Das ist zum Beispiel bei paar die Sensibilisierungskampagnen, die gelungen sind, zurückzuführen. Und aber muss ich sagen, das Spürpotenzial aber auch irgendwann ein Plattform erreichen wird, also dass der Konsum dünner wird proportional zu der Bevölkerung abgehen. Der größte Teil von den Wasserentnahmen, die eben heute durchgestellt sind, die benutzt für den Trinkwasserreso zu speisen. Und aus dem Trinkwasserreso wird dann ein Großteil von den Haushalten konsumiert. Für das Trinkwasserversorgung langfristig aufzusichern, also dem eine wichtige Strategie weiter umzusetzen, die auf den 3 Pilieren beruht. An Ziele verfolgt, für Trinkwasser an alle Sektoren anzuspüren, bestehende Ressourcen zu schützen und neue zu erschließen. Und zudem geht gleichzeitig auch eine nationale Wasserstrategie ausgeschafft, die noch mehr weiter in den Kontext wird gehen und Wasser mehr am globalen Wert betrachten und nicht nur im Trinkwasser. Für aufzuschließen dann auch ein paar nächste Schritte, die sich das Zwischenbilanz betreffen. Wir werden an den nächsten Tisch oder an den nächsten Wochen ein Broschüre veröffentlichen, wo das, was ich häufig gestaltet habe, bis mir im Detail erklärt geht, wo der erst ja doch am Detail könnt angucken. Da sind auch ein paar die weiter Indikatoren noch durchgestaltet, die ich heute nicht viel gestalten. Und dann geht natürlich bei der Ausarbeitung vom 4. Bewirtschaftungsplan gibt ein Maßnahmenprogramm, wie ein aktuell ist, überschafft. Und noch die verschiedenen Einzelmaßnahmen überprüft. Wir haben, wie gesagt, momentan immens über 3000 Einzelmaßnahmen am Maßnahmenprogramm. Und Nummer wird sich für den 4. Bewirtschaftungsplan wahrscheinlich reduzieren. Was dann noch für den 4. Bewirtschaftungsplan gemacht wird, dass das geguckt wird, für alle Maßnahmen solche smarten Indikatoren zu definieren, dass also schon eine Evaluierung für alle guten Maßnahmen möglich ist, also dass den nur gucken kann, okay, wir haben so viele Maßnahmen umgesetzt, also viele Maßnahmen haben wir nicht umgesetzt. Das ist momentan, wie verschiedene Maßnahmen geschrieben sind, nicht möglich, aber das geht dann envisagiert für den 4. Zyklus. Am mittelfristig geht dann auch, soll dann noch ein Dashboard entwickelt gehen, den es ermöglicht, für den Fortschritt von der Umsetzung vom Maßnahmenprogramm kontinuierlich können zu überwachen. Voilà, das war es von meiner Seite. Aber wenn ihr froh sind, dann könnt ihr die gerne an den Chat schreiben oder Merci, den Mikro Lisa. machen. Wir haben auch schon eine flotte Diskussion über Biberen. Ich meine, du hast ein ganz flott, also ein kleines Reportage auf dem Tagesschau.de, wo man der Moberti gepostet in die Südafrika gucken. Herr Strotz meint, wer eher negativen Einfluss auf die Wasser, allgemein für die Wasserrahmenrichtlinie, für die Wasserverwaltung aus der Biber. Ein ganz guten Zuspieler, weil wenn hier wie so im Wirgas, da braucht man wieder mit Baggern zu gehen, nach muss der Wasser bezahlen. Steuern bezahlen für die Maßnahmen zu bezahlen momentan, ist das immens positiven Einfluss auf das Gewässer. Und ich kann in Orlo nicht beweisen, dass das irgendwie schädlich gibt für das Gewässer. Für das Grundwasser, du hast einen Einfluss von den Erdwärmebohrungen auf Grundwasser gefragt, ob das einen negativen Einfluss hat. Ich weiß von meiner Seite, ich gehe nicht aber weiter, dass Allbohrung eine Gefährdung für das Grundwasser ist und dadurch die auch nicht überall, egal wie Dave gebohrt gehen. Voilà, vielleicht wie es denn und oder Ja, ich kann das kurz kommentieren, dass effektiv so zum Beispiel, wo man Trinkwasserschutzzonen und sind an der Regel Dave-Bohrungen verboten oder Sumia-Autorisation. Und dadurch, dass in eine Autorisation braucht auf verschiedene Bereiche, wird eben ganz genau geguckt, wie Dave in auf den Plätzen darf bohren, ohne dass eben eine Gefährdung für das Grundwasser entsteht. Und war nicht froh, inwieweit den Klimawandel einen Impact auf das Grundwasser.
Du hast vielleicht wichtig zu sagen, sech gët als Grundwasser immer an de Wandermain rechargéiert an de Summermainint sickert net viel Wasser an als Grundwasser, weil dann iwwe ganz viele Pflanzen opgeholget. An defir sind generell wichtig, dat ma e regelmäßigsche Reen hunn, dat den Bodem eng gewiss durch Nässung huet, fir dat egent Wandern an der Wandermainint och Wasser kann aufsickeren. Dem entgéint spielen natürlich lang Periode vun Drschend, wie man se am Klimawandel öfters beobachtet hun vun allem an den Ufangs 20er Jahren, wo en dann noch effektiv gemerkt huet, dann als Grundwasserniveau rauf gin. Wann so die Lächt 2 Jahre guckt, wird ganz viel gereint huet, da war dat echt da positiv, wo dann die Nappen sech gefüllt hun an den Niveau Robgang ass. Dat heißt, du sechte Klimawandel ja den hue den Impact, dat hängt davon auf, wéi de Reen fällt. Dat heißt, fällt es viel bei Neen, gëtt dat mechtens kein Recharge, weil dann immer noch schnell aufläst, fällt lang Zeit Kerin, gëtt doch kein Recharge, fällt awer regelmäßig, dann ass dat echt da positiv. Eng nächst froh ass fir wat Mesuren an der Landwirtschaft an am Grundwasser net so spezifisch geschriwe goffen an fir das eng Evaluatioun oder eng Evaluierung méiglech fir. Lisa, willst du oder sollch das egal? Du kannst ja doch gerne aufhängen an der ganzen oder das wie du willst. Gerne. Ja, an der Landwirtschaft sind wir an der Situation, dass wir also ein Maßnahmenprogramm aufstellen, ihr das Landwirtschaft die allgemein europäische Maßnahmen muss rangehen, sodass wir am Anfang mehr so Suggestionen machen an ihnen, die weitergehen, als sie die dann zu Brüssel deklarieren, respektive meinen sie hier Bilanz auch nicht da war mir so bräuchte für Eisreporting. Sodass das nicht so präzis möglich war. Am Grundwasser, also die letzten Jahre mehr so gewesen, dass man die Trinkwasserschutzgebiete prioritär mal umgesetzt haben. Und dass das viel mehr lokal geguckt wird, für die Mesuren an der Landwirtschaft, zum Beispiel in einer Trinkwasserschutzzone umzusetzen, gibt verschiedene Bohrungen geguckt. Und das ist dann nicht für die ganze Grundwasserkörper allgemein gültig, sodass man da auch noch nicht die Lehrtischen, den lokalen Trinkwasserschutzgebiete an den Grundwasserkörper, der in Tür 5 gehen, konnte machen. Schluss du mit Lisa an ein zu Wort kommen, weil du sie schon die nächste Frage. Ma ich kann vielleicht noch ganz dat mal eben für den vierten Bewirtschaftungsplan da gucke für Maßnahmen vielleicht so zu schreiben, dass eine bessere Evaluierung noch möglich ist. Dann die nächste Frage, wie weit die kanalisiert Muslimprogramm steht. Das ist ein ganz gut Frage, die haben wir auch alle Mut und als deutsche Kollegen. Wir meinen aber nicht mehr spät wie nächste Woche echt Reunion Martine für allgemein mal zu gucken, wie man die groß, also die immens technisch Schleißen, die man da haben, und das geht immens kompliziert, die Chantien umzugehen. Für an den nächsten Jahren da mal mit der Planung oder mit irgendwelchen Eventualitäten anzufangen. Du gehst ja dann eine Alternativetude gemäht, was alles machbar ist und möglich ist. Mit Kanalisation kriegen wir nicht wasch. Die ist für die Schiffer an du schon mal auch ein heavily modified water body auf der Mosel. Und du musst den ökonomischen Risiko, den die Exploitationen haben, mit berechnet gehen. Und da kann ihn just nach Mesuren umsetzen, die bezahlbar ist von der Gesellschaft, sodass man da noch eine ganz andere Dynamik hat. Aber die Diskussion ist ob an das dauert wahrscheinlich aber nach Jahrzehnten, bis das du dann etwas fertiggestellt gehen. Wie ist die nächste Frage? Wie ist mit der Bodenerosion durch die Fehler am Fluss, also von Pufferzonen? Das ist noch nicht quantifiziert. Was man wissen, sind allgemeine Literaturrecherchen, auch für Pestizide oder Nährstoffe, dass das allgemein immens positiven Einfluss hat. Ja, mit der Temperatur hat man getütet, das ist 2 bis 3 Grad, die man da könnte gewinnen, wenn alles beschattet wird. Also allgemein als Pufferstreifen, entweder ob das ein Acker ist oder das Gewässer, immer ganz gut für Biotopen, weil ganz viele Nährstoffe und auch Pestizide am Boden zurückhält. Wollt ihr etwas von ihr beifügen? Nein.
Die nächste Frage ist, wie ist mit der Filterung von Medikamenten wie Hormonen an den Klären Laren, weil die ja nicht komplett aufgebaut gehen. So geht es ja die 4. Stufe, die mir auch, trotz, die mir ja auch bauen, ne? Und für verschiedene Großklären auf alle Fall, ja, wo wäre das für so etwas. Man gibt noch mehr lokal Projekte für andere Spitäler, so Sachen rauszufiltern. Allgemein ist das schon Thema. Du kannst vielleicht noch ergänzen. Das ist auch ein Teil vom Maßnahmenprogramm aus dem Bereich von der Siedlungswasserwirtschaft. Dann die Broschüre, die du weiter schon publiziert gehen, die geht dann noch ein bisschen darüber an, wo man da mit der Umsetzung dran sind. Und vielleicht kann an dem Kader auch noch so, in der auch die neue Aufwasserdirektiv publiziert wird, die da muss an nationales Recht umgesetzt gehen, und die handelt doch unter anderem davon. Okay, merci. Dann haben wir noch 2 Hinweise, dass wir könnten am Agroforstreglement vielleicht auch etwas für die Gewässer gesehen, für Pufferstreifen, und auch Stadtwerke München ein ganz flottes Programm haben. Wir werden gerne auf euch zurückkommen, wenn du weiter Infos zu kriegen. Dann haben wir froh, ob du sich konzerniert, dass die also auf alle Fall konzerniert. Wir haben du heavily modified, auch heute zu Asch an der Stadt. Also ich sitze im Ball, weil dafür so ein Scheiß zu Asch. Wo man natürlich durch Bebauung nicht so viel können machen, mit das ein ganz großes Projekt nur der Stadt bis auf Mirsch oder 4 Mirsch geplant. Der hier wird gut tun an auch zwischen, also hast bei uns ja schon renaturiert, das hat einen ganz positiven Einfluss. Da muss ich natürlich auch mit den Gemengen und auch mit den Besitzer von den Terrain immer gucken, wie das möglich ist. Ah, Jean, die soll im Geoportal gucken. Ja, Schwammstadt ist das nächste Froh, das ist absolut ein Thema für Siedlungsentwässerung, aber das geht nur für die neue, also so eine Aktivität oder neue Bebauungen. Auf jeden Fall mal an Betracht gezogen, auch an Kader von der Klimaadaptationsstrategie. Den Herr Brosius, der fragt, was mir von ihr spricht, denn das aus Wanderwelt könnt ein Avis zu der Broschüre, den Marc auch mir frei schon verlinkt hat, kann ich vielleicht ein dran schreiben. Ein Avis Wanderwelt, Geraki, mir wäre froh für alle, wie den zu der Broschüre könnt. Und die wird auch an nächsten Jahren, bis der nächste Plan Gestion könnt, sollicitiert, für Matze. Herr Brosius, natürlich sprach man auch Hilfe bei der Umsetzung von den Mesuren, also allgemein, all da, für die Mesuren, die am Plan de Gestion stehen, umzusetzen. Vielleicht kannst du auch nicht anhaken, für vielleicht auch nicht darüber anzugehen, was der Markus schon ganz am Anfang seiner Intro sagt. Natürlich als die Wasserverwaltung kann die Wasserverwaltung nicht allein das Maßnahmen alle gut umsetzen. Und dabei sind Gemengen und alle, die gerade hier nur leisten, wichtige Akteure für uns dabei zu helfen, für eben das Maßnahmen umzusetzen und als ein Ziel am Minute zu kommen. Weil es geht nicht mehr zu summen und das nicht ein allein verantwortlich für das, mit selbst was zu summen muss gemacht werden. Entschuldigt, du hast noch ein Gleich, wo an der Broschüre effektiv auch das Proprietären in Hauptakte sehen. Das ist also das Problem. Von Heinz du Hindernis, dass Privatproprietären Terrain Land Gewasser haben an
nicht unbedingt wollen dann matt bei einer Mesure, wo eben das Wasser mit Platz soll kriegen, matt machen. Obwohl du auch Möglichkeiten gehen, für dort zu entschädigen. Und dafür stehen Proprietären auch als Hauptakteur mit dran. Nee, op keinen Fall et Gerchtepader ich lesen nachher in der Schweiz nicht das das heißt, nicht dass sind proprietären Kachten drohen mir proposieren entweder aufzukaufen die noch Programme für zu entschädigen dem nur war den als Beruf wurde oder von den Landwirt also der proprietär von einer landwirtschaftlicher Flasch also die Projekte die gehen zu 100% vom Wasserfonds überholt der Proprietär muss du nicht bezahlen. Das ist just dass ein Proprietäre nicht unbedingt immer gern hier Terrain auftreten oder dem Wasser zur Verfügung stehen. Auch was nicht muss bezahlen. Büro PO beauftragen für die Projekte zu machen, Madame Jakob oder du willst verstehen ich nicht richtig was den Ustoß ist. Ja, also Büro und das möchte alles Wasserverwaltung. Das der Proprietär muss am Anfang nicht machen, außer d'accord sein. Dann die war halt alles Verwaltung. Also Herr Strotz, ich weiß auch nicht, was er meint, was das hier Wecker, was da schiefgelaufen ist oder so. Also Ausspielungen kann ich halt am Chat nicht ganz viel auffangen, nicht das mal leid. Ja, okay. Du warst viel Waschgehol gegen den Wasserspiegel, die sinkt, da das normal, dass den dann raufgeht an die Beam, die Urwestungen, die kommen ganz sicher am Nachhinein zurück. Das gucken wir ja auch mit der Forstverwaltung, der sie auch beleidigt. Merci. Dafür an, also Naturverwaltung, pardon. An, ja, das ist sicher, dass der Wasserspiegel fällt, wenn eine wir wäschelt. Und dass du aber geguckt wird, dass der Natur eher nur mehr bleibt, wie viel drin Bestand war. Ja, auf 50 Jahre ist alles gut, effektiv. Und dann natürlich könnte es Sommer auch vielleicht, wenn wir dann weiter gut schaffen. Darauf freuen wir uns alles. Voilà, ich meine, das ist kein Fromido und ich gebe dem Marc-Hans dann Schlusswort überlassen. Merci Nora. Dann bleibt mir nur nämlich viel wie streng Merci zu sagen, den sich tatsächlich für das Wasser ersetzt. Merci ich, die ich beigeschaltet hat, partizipiert hat und zu einer konstruktiven Diskussion beigetragen hat. Vielleicht noch ein großes Merci ich, Cecil, Nora und Lisa für die gute Vorbereitung von Marcel, dass sie partizipieren und als zukünftig unterstützen werden. Und dann zu guter Letzt noch ein den Abruf. Lisa hat eindrucksvoll gewiesen. Es gab schon eine gute Party gemäht. Mir bleibt noch ganz viel zu machen, für das Gewässer an den Zustand zu bringen, wie wir sie gerne hätten. Für das auch als Lebensqualität erhalten bleibt. Wie das am besten klappen kann, dann Regio abbringt, hat Cecil gewiesen. Bei Frohe, mir stehe ich immer zur Verfügung, melde ich gern. Und für den Rest gebe ich dann eine schöne Feierabend wünschen. Merci.